Erstens, die Pfarrer der Diözese haben zwischen 300 und 1200 Notquartiersplätze geschaffen in den letzten Tagen. Insgesamt ist der kirchliche Bereich mit rund 2000 Unterbringungen ein Viertel von allen Notquartiersplätzen, die wir in ganz Wien gehabt haben. Ich denke, da müssen wir uns nicht verstecken. Zweiter Aspekt, wir versuchen Dauerquartiere zu finden. Das war eigentlich die Grundmotivation der Einrichtung dieser Diözesankommission für Flüchtlingsunterbringung. Das ist momentan ein bisschen ins Hintertreffen gegangen, wird aber das Ziel der nächsten Monate sein, hier 1000 Plätze zu schaffen, hat der Herr Kardinal gesagt. Ich bin hier zuversichtlich, dass er tief gestapelt hat. Der dritte Aspekt, wir sprechen unglaublich viele Menschen an. Es gibt Pfarren, wo 4 oder 5 Menschen außer Pfarre mitmachen beim Notquartier und zig andere. Wir geben damit ein gewaltiges Zeichen einer missionarischen Kirche und es gibt große Hoffnung, wenn Menschen sagen, das Christliche verdunstet in unserer Gesellschaft. Wir sagen, zum Glück ist es hineinverdunstet in die Herzen und sehen ganz viele Menschen, die das tun, was notwendig ist. Zweiter Punkt, warum tun wir das? Eine ganz klare Linie mit biblischer Vorgabe von Gott, der den Fremden liebt, in sehr vielen Aspekten des Alten Testaments, Buch Deuteronomium und so ein anderes, über Jesus Christus, der sich mit den Fremden und Obdachlosen selbst total identifiziert, bis zu den Fremden und Obdachlosen, die auf unseren Bahnhöfen schlafen, Angst haben, in den Pfarren untergekommen sind, ihre Verwandten suchen, mitbekommen, wie andere Kinder, Eltern, Großeltern auf der Flucht gestorben sind. Das ist eine Linie. Gott liebt auch diese Fremden. Drittens, warum wir das schaffen werden. 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht derzeit global. 1% davon, das muss man sich vergegenwärtigen, kommt nach Europa. Dieses 1% ist im letzten Jahr zugleich 1 Promille der europäischen Bevölkerung gewesen. 508 Millionen Europäer, 500.000 Flüchtlinge im letzten Jahr. Wenn es heuer doppelt so viel werden, sind es 2 Promille. Ich glaube nicht, dass sich 1000 vor 2 fürchten müssen, aber sehr wohl, dass die 1000 den 2 zeigen können, was es heißt, christlichen Geist zu leben. Nur ein ganz kurzes Zahlenspiel dazu. Der Libanon, so groß wie Tirol, hat zwischen 1 und 2 Millionen Menschen aufgenommen, damit mehr als die gesamte Europäische Union, mehr als der reichste Kontinent der Welt. Hier von einer Schwemme zu sprechen, ist nicht nur unchristlich, sondern gefährlich. Und dritter Aspekt, was heißt das für uns als eine missionarische Kirche? Wir können hier Fremden, für die eine Makrosolidarität, also die zentralchristliche Solidarität mit Menschen, die wir nicht kennen, die nicht unsere Sprache sprechen, die nicht unseren Glauben haben, eine erstaunliche Tatsache näherbringen. Wir kümmern uns um sie, weil uns in ihnen das Antlitz Christi aufscheint. Das ist für viele von diesen Flüchtlingen etwas vollkommen Neues. Sie kommen aus Gegenden, wo es eine große innerfamiliäre Solidarität gibt, wo man sich unglaublich kümmert um die, die dazugehören, aber nach außen, das ist wahrhaft christlicher Geist. Ich habe ein, wie das Neudeutsch heißt, Handout mitgebracht, das wird ausgeteilt. Danke.